Servus beieinander, heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast und es ist die erste Folge in dem Jahr, in dem der Kani auch wieder mal seinen fetten Arsch vors Mikro herschwingt. Drum sage ich jetzt einmal grüßt euch und habe der jetzt am Korbi, weil der mitmacht. Oh mein Gott, da müssen wir jetzt unbedingt eine schnelle Spoilerwarnung einbauen, weil wir euch ungefähr das komplette MCU und die ersten 2 Folgen WandaVision so dermaßen herspoilern, dass uns danach wahrscheinlich sucht, so mit die Mistgabeln sonst irgendwo hineinwerft. Also, wer sich noch nicht auskennt, nicht alles gesehen hat und nicht alles nach der Folge wissen möchte, der schaltet jetzt halt aus und hört sich unsere tolle Folge über Susi und Strolch an. Ja, Mensch, wenn der Kani endlich mal wieder mitmacht beim Podcast, dann kann man doch nicht allein lassen. Nein, das geht ja nicht, weil der Mike selber bringt es auch wieder nicht auf 3. Der hat einen hat er aufgenommen heuer und jetzt meint er, dass er schon wieder Urlaub hat, der Gratler. Ja, und? Wer sagt was über mich? Ich war total fleißig. Ich habe selber allein aufgenommen, dann noch mit dem Mike und jetzt auch noch mit dir. Eigentlich, ich muss in den Ruhestand gehen. Ja, aber wir brauchen die zumindest noch zum Schneiden. Ach so, scheiße. Das kannst du nicht machen. Aber es ist gescheiter, wenn wir gerade mit zwei heute beieinander sitzen, wenn wir über WandaVision reden, weil der Mike, der Mann, hat eine Folge gesehen und kommt irgendwie überhaupt nicht klar, um was das überhaupt geht und was das alles soll. Naja, gut. Wir haben ja jetzt auch nicht unglaublich viel mehr gesehen, wir haben ja ganze 2 Folgen gesehen. Ja, aber ich glaube, es gibt keinen, der mehr da gesehen hat. Weil es ja momentan erst 2 Folgen gibt. Zu der ersten ersten Marvel-Serie auf Disney Plus. Einer der Gründe, warum ich mir Disney Plus geholt habe, war nämlich Star Wars-Content und auch Marvel-Content. Aber die ganze Corona-Nutten-Scheiße hat sich ja da jetzt so eingezwickt bei uns, dass wir da ewig lang noch drauf warten haben müssen und es alles verschoben worden ist und immer weiter verschoben. Aber jetzt, seit dem 15. Januar, ist es soweit. WandaVision, die ersten 2 Folgen sind online und es kommt, glaube ich, jeden Freitag wieder nur eine neue Folge heraus, oder? Freitag, meine ich. Keine Ahnung. Ah, okay, passt. Dann ist Freitag normal. Du stellst Fragen. Mein Gott, am 15. Januar. Was war das für Tag? Die erste Folge, das war ein wunderbarer Freitag. Dann wirst du recht haben, das heißt, am 22. wird wahrscheinlich die nächste Folge rausgehauen werden. Auf Disney Plus. Das haben wir wieder gut kombiniert mit 2. Hey. Sherlock-mäßig. Wahnsinn. Ja. Und was sagst du, bist du zufrieden mit dem Auftakt zu Phase 4? Also ich kann noch nicht sagen, ob ich zufrieden bin oder nicht, weil das Ding ja so dermaßen krass abgespaced ist und abgedreht ist, dass man erst einmal da sitzt und sagt, was zur Hölle hab ich mir da jetzt gerade angeschaut, was hat das mit irgendwas zum tun? Und da, wenn man sich das nicht 2-mal anschaut oder dann zumindest einmal ein wenig im Internet nachliest, dann glaube ich, geht's da ganz viele andere Leute auch so. Ich bin in einige Filmgruppen auf Facebook und so unterwegs und das ist eben auch etwas, was man von vielen Leuten hört, die dann da sitzen und sagen, so ein Scheißdreck, was ist denn das für ein Mist? Habe ich im ersten Moment habe ich es verstehen können, im zweiten Moment kann ich es nicht mehr verstehen, wenn man sich nämlich dann einmal genauer damit auseinandersetzt. Dann merkt man schon ein bisschen, was ist da los, was wird da gespielt, das passt nicht so ganz zusammen, was da los ist. Es war so klar, dass das kommt, dass du wieder der Verfechter bist von dem, naja, ihr müsst vorher schon nochmal recherchieren, ihr dürft Sachen nicht gleich verurteilen, außer es gefällt dir selber nicht, dann darfst man es schon gleich verurteilen. Nein, es geht nur darum, wenn es dir gefällt, dann wird's verurteilt, weil du nämlich auch ahnungsloser bist. Okay. Aber in dem Fall, ja, es ist halt einfach so, man muss halt ab und zu mal sein Hirn anschalten, wenn man das anschaut und nicht gerade da sitzt und sich aufregen, weil man es nicht vorgehauen kriegt und dann schimpft, dass er Scheißdreck ist, gerade weil man es nicht kapiert. Dafür hat uns Gott das Smartphone geschenkt. Ich kann sogar zeitgleich mit dem Handy schon schauen, was da los ist. Ja, bevor wir jetzt vielleicht noch näher auf die Serie eingehen, es gibt eventuell tatsächlich von unseren 14 Hörern einen, der nicht weiß, was das MCU ist. Seit wann haben wir schon 14 Hörer? Ja, hey, du, wir gehen ab. Alter Schwede. Okay, na passt aber nicht. Ja, also das MCU, das Marvel Cinematic Universe, was ist das genau? Seit wann gibt's das? Kani, erklär's bitte. Das ganze MCU jetzt erklären, darauf bin ich nicht vorbereitet. Alles, du hast 10 Sekunden. Okay, das MCU sind ein Haufen Marvel-Filme, die ins Kino gekommen sind. Wow. Schon, oder? Basierend auf Comics. Genau. Das ist ein riesiges Filmuniversum mittlerweile. Wie viele Filme haben wir denn? 21 oder 22 Filme, zirkt sich schon über 10 Jahre. Und ist zuletzt in dem Finale, sage ich jetzt mal, von der Phase 3, weil das Universum ist in Phasen aufteilt, und ist dann im Finale gegipfelt Avengers Endgame. Ja, oder Infinity und Endgame miteinander, weil es gab auch ein Ableben von manchen Figuren, die auch abgelebt
zurückgeblieben sind. Was in dem Fall wichtig ist dann für die Serie WandaVision. Die zwei Figuren, Wanda und der Vision, sind nämlich aus dem MCU Hauptfiguren gewesen. Und wer eben fleißig im MCU dabei ist, der weiß, nachdem er die erste Folge angeschaltet hat, da stimmt was nicht. Was macht denn der Vision da? Der hat doch hier eigentlich nichts mehr verloren. Ist dir das aufgefallen oder hast du das nicht mitgekriegt? Doch. Deswegen ist es ja ein bisschen verwirrend, so wie die Serie losgeht, weil sie erklärt da nicht viel, aber das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann, wir reden ja eh gleich so ein bisschen über die Spekulationen, die in der Serie noch vorkommen kann der dann so der Twist werden, warum ist der da, über was für großartige Mächte ist diese ganze Sitcom, die es ja mehr oder weniger ist, zustande gekommen. Nur ganz kurz nur für die ganzen Leute, die jetzt gerade zugehört haben und einer dabei sitzt, der dann ja so ähnlich ist wie du und dann sagt, hey, Endgame war gar nicht der Schluss von Phase 3. Also Spider-Man Far From Home, das war eigentlich der letzte von der Phase 3, der hat damit alles nochmal zugemacht und die Phase 4 hätte eigentlich, glaube ich, ursprünglich mit Black Widow starten sollen, oder? Ich weiß gar nicht, ob Black Widow nicht auch noch irgendwo in die Phase 3 kehrt, weil der, glaube ich, zeitlich irgendwo vor der ganzen Endgame-Thematik spielt. Also, muss er ja fast. Also zumindest, wenn man sich die offizielle Chronik anschaut, dann ist Black Widow in Phase 4. Mhm. Aber ja, vielleicht hätte es ursprünglich mal in Phase 3 dazugehört, aber dank dem tollen Corona, tja, ist es anders gekommen. Aber jetzt reden wir Vollgas über WandaVision. Voll. Ja, also die ersten 2 Folgen, die beginnen in die 50er oder zumindest ist das Ganze so gedreht worden und produziert worden, als wenn es irgendeine Serie aus den 50er Jahre war. Und zwar so eine richtig alte, lustige 50er Jahre Ami-Serie. Wer damit gar nicht gerechnet hat, wird erstmal wirklich überrumpelt, weil ich hab da vorher keinen Trailer gesehen, ich hab nur gewusst, okay, WandaVision kommt jetzt noch auf Disney Plus und da aktuell nur diese 2 Folgen draußen sind, verwirrt einem das echt, weil ich hab mir dann gedacht, und die machen jetzt die ganze Serie so? What? Ernsthaft? Aber gut, die zweite Folge endet schon so, dass man merkt, okay, die ganze Serie wird nicht so sein und wie es du auch schon sagst, wenn man sie ja dann mal schlau macht oder sie dann wie ich im Nachhinein einen Trailer ausschaut, dann merkt man schon, okay, in der Serie, ja, da wird schon noch mehr Action passieren. Also zumindest sieht es im Trailer so aus. Aber selbst wenn du den Trailer gesehen hast, ich bin auch da gesessen und habe mir gedacht, what the fuck schauen wir da eigentlich gerade an? Und ich habe es mir dann schon 2-mal angeschaut, die Folgen, weil beim ersten Mal echt wirklich nur so am Rande dann immer wieder mal so gedacht habe, halt, das war doch jetzt gerade irgendwie komisch und da war irgendwas komisch und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und beim zweiten Mal merkst du dann schon überall so kleine Hinweise, dass irgendwas nicht stimmt, dass es natürlich nicht so sein kann, wie es jetzt da dargestellt wird. Das ist jetzt nicht einfach nur, okay, wir nehmen jetzt 2 Figuren und machen mal Sitcom im Stile der 50er Jahre wie Verliebt in eine Hexe, sondern das hat schon seinen Grund, warum das so ist und das merkst du halt, da musst du echt ein bisschen aufpassen und manche Situationen lassen es halt dann auch gleich vermuten, dass da entweder passiert, dass vielleicht sogar meinst, es passiert gleich was, aber es passiert noch nicht gleich was. Aber wie du schon sagst, am Ende von der 2. Folge sagt man dann auch, dass es sich weiterentwickelt, das ganze, ich sage jetzt mal Universum, aber meinen damit nur die Serie, dass sich das da weiterentwickelt, weil man dann, ich habe nämlich viel gelesen, die gesagt haben, so ein Scheißdreck, bleibt das jetzt alle in schwarz-weiß. Weil man denkt, in Gottes Namen, du hast 2 Folgen, die dauern miteinander nicht einmal eine Stunde, schaust du bis zum Ende an, dann sagst du, dass nicht schwarz-weiß bleibt, du Depp. Aber manche waren anscheinend so abgeschreckt von dem Anfang, dass sie nicht einmal mehr zur 2. Folge geschafft haben. Was, glaube ich, schade ist, weil ich glaube, dass man da noch sehr viel geboten kriegen in der Serie. Ja, also das glaube ich auch, vor allem jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich habe jetzt mich nicht allzu schlau gemacht, was noch passiert, weil ich mir tatsächlich diesen Twist nicht versauen möchte. Da findest du, glaube ich, noch nicht großartig, was da für ein Twist kommt. Zumindest ich hab ihn noch nichts gelesen. Also für die Leute, die vielleicht da die beiden Charaktere gar nicht kennen, der Vision ist ein ehemaliger Computer, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise es war die künstliche Intelligenz vom Tony Stark, die halt wirklich so sein Computerdasein gefristet hat und dann irgendwann im Verlaufe des MCUs ein eigener Charakter geworden ist und einen von den Infinity-Steinen dann auch in sich gehabt hat.
wodurch er halt dann praktisch eins der mächtigsten Wesen überhaupt war. Ja. Und eben zum Schluss von der Phase 3, also wer wirklich die Phase 3 noch nicht gesehen hat und sie nicht spoilern lassen will, der darf ja kurz einmal 10 Sekunden lang weghören. Genau, 10 Sekunden Ohren zu und la sagen. Genau, er stirbt, weil der Thanos diesen Stein entreißt und das praktisch die Quelle seiner Energie war. Jo, und der taucht jetzt in WandaVision wieder auf. Was hat der mit der Wanda Maximoff denn überhaupt zu tun? Die zwei haben sie im Verlaufe der Phase 3 kennengelernt und ineinander verliebt. Die Wanda Maximoff hat auch ganz besondere Kräfte. Ob es dazu irgendeinen Fachbegriff gibt, weiß ich nicht, aber sie kann Dinge schweben lassen und erschaffen. Also zumindest glaube ich das. Ja, und also sie ist eigentlich ja ein ziemlich mächtiger Charakter, kann man sagen. Und sie, weil ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade aus dem Stegreif nimmer, was mit ihr passiert ist in Infinity War. Oder meinst du jetzt beim Endgame? Oder Endgame. War sie im Endgame? Sie war im Endgame dabei, ja. Die hat bis zum Schluss überstanden, aber ich glaube, dass sie bei Infinity War auch weggeschnipst worden ist, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie haut ihn doch dann irgendwie in den Armen und verschwindet dann. Naja, jedenfalls, irgendwas passiert mit ihr und jetzt auf einmal fängt diese Serie so an, als wenn, weiß ich nicht, einfach die zwei Charaktere in wirklich so eine lustige Sitcom reingeschmissen werden, aber ja, es passieren innerhalb von den Folgen dann doch Sachen, wie du schon gesagt hast, die einen dann stutzig machen, wo man sich dann überlegt, irgendwie alles da nicht ganz so, ja, richtig sein, was da passiert. Genau, also ich habe jetzt kurz meinen Kopf angestrengt und nicht Google. Scarlett das klingt aber im Hintergrund überhaupt nicht gehört. Es waren meine Finger, die geknackst haben. Scarlet Witch hat's in Infinity War auch weggeschnipst und dann vielleicht fragt sich der ein oder andere, ja, warum ist aber sie wieder gekommen und der Vision nicht. Das liegt halt daran, dass sie in Endgame nur den Schnipser rückgängig gemacht haben, sprich das halbe Universum, das weggeschnipst worden ist wieder zurückgekommen. Da der Vision aber nicht weggeschnipst wurde, ist der leider tot geblieben. Sehr zur Missgunst von der Wanda. Wanda. Aber was passiert mit der Wanda nach Endgame? Oder am Ende von Endgame? Die, glaube ich, war am Ende dann auch noch bei der Beerdigung, bei dieser traurigen Szene da dabei. Und ich denke mal, dass das, was wirklich, also das, was dann interessant wird für WandaVision, dass das eben jetzt dann erst noch aufgedeckt wird während der Serie, weil sie halt jetzt in dieser Sitcom-Welt drinnen ist, die sie sich wahrscheinlich selber erschaffen hat, weil das unter anderem auch eine von ihren Kräften war in die Comics, in denen erschafft sie nämlich auch irgendwann einmal eine eigene Realität, in der sie sich zurückzieht. Und das WandaVision schaut jetzt schon ganz verdächtig danach aus, weil wie soll es ja sonst anders sein, dass da ein Vision wieder lebt und das alles so bizarr ist. Ja. Ein kleiner Hinweis drauf, sehen manche Leute eben auch in der ersten Folge. Da kommt ja dann der Chef vom Vision vorbei zum Essen, was auch so typisch anscheinend amerikanisches Sitcom-Ding war, dass es immer Folge gibt, wo irgendwann einmal der Chef kommt zum Essen und alles geht drunter und drüber. Und die haben eine Flasche Wein dabei, die heißt Maison de Mépris und das steht dann für Haus der Missachtung. Und darin sehen jetzt einige schon das Easter Egg zu House of M, so ein großes Marvel-Event, ein Comic-Event, das es mal gegeben hat, in dem eben die Wanda die komplette Realität verändert. Und sie dann erst langsam wieder zurückkämen. Ich glaube, der Wolverine sogar damals war derjenige, der das als erstes bemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann haben sie es langsam geschafft, dass sie wieder die normalen Realitäten herstellen. Also du hast überhaupt nicht schlau gemacht, um was in der Serie eigentlich gehen kann. Nein, ich habe nur geschaut, also das House of M ich hab's zwar nicht gelesen, aber ich habe House of M kannt, ich wollte mir da eigentlich schon immer mal so ein Sammelband holen. Und als ich das mit den Sitcoms gesehen habe, oder mit diesem Sitcom-Stil, habe ich mir sofort gedacht, dass das irgendwas mit House of M zu tun haben muss. Das mit dem Wein habe ich dann eben gelesen, dass dieses, weil so gut ist mein Französisch nicht, aber was der Name eben bedeutet, das habe ich dann nachgelesen. Und ja, so wie das halt gehandhabt wird da gerade, bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass es sicher in eine Richtung von House of M gehen wird. Okay. Also, habe ich davon noch nie gehört. Aber gut, ich kenne auch das ganze Marvel-Universum erst so richtig seit den Filmen. Also das heißt, alles, was jetzt da passiert, ist für mich neu. Mhm. Und
jetzt nochmal zurückzukommen auf den ganzen Stil und auch auf den Humor. Ich finde den Humor nicht verkehrt, aber es ist tatsächlich für die ersten 2 Folgen, wenn man halt das MCU kennt und mit einer ganz anderen Erwartungshaltung da rangeht, ob man jetzt, und da selbst wenn man den Trailer vielleicht gesehen hat, ist es irgendwie für mich, gerade die erste Folge, ein Ticken too much. Also die erste Folge, die war schon anstrengend, muss ich sagen. Also anstrengend war es für mich jetzt nicht. Ich war halt so, also ich war halt total so, das war einfach nur so, what the fuck, schau ich mir eigentlich da gerade an, war das für mich. Weil das so dermaßen bizarr ist, das ganze Ding. Es war, also wie gesagt, für mich war es jetzt weniger anstrengend, aber es war halt wirklich so, dass ich die ganze Zeit mir nur gefragt habe, was zur Hölle passiert denn da eigentlich gerade? Bis dann immer so die ersten Momente, wo es mir klar geworden ist, dass oder wo du dann so richtig merkst, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht ist. Zum Beispiel, wenn es gefragt werden, wann sie geheiratet haben, wo sie herkommen und sie wissen beide keine Antwort nicht drauf und schauen sie dann an. Und da schluckt dann ab und zu immer der Ton von der Serie auf einmal ganz, ganz komisch um. Dann wird's ganz still und so ganz intensiv werden die Situationen dann teilweise. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das muss irgendwas mit Realität und mit Wahrnehmung zu tun haben. Das kann so nicht stehen, wie es jetzt gerade steht. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Ich meine damit nur der Anteil an dem restlichen Geblödel, der war mir einfach ein Ticken zu hoch. Ja, aber es ist echt, hast du jemals so alte Sitcoms gesehen? Naja, sagen wir mal, es gibt ja mehrere Serien, wo mal auf solche witzigen Rückblicke zurückgegriffen wird. Ich glaube, sowas kommt da mal bei King of Queens vor. Also das heißt, ich weiß schon ungefähr, wie das halt dann so ist. Und ich glaube, rein authentisch gesehen haben sie es wahrscheinlich super umgesetzt und echt toll gemacht. Wenn man aber dieses ernsthafte MCU einfach kennt, wo halt dann schon ab und zu mal ein Witz dabei ist oder halt der Humor gerade mal höher hochgeht, ist das halt mal was vollkommen anderes. Und ich möchte damit jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schlecht ist, weil ich freue mich auf den Rest von der Serie, vor allem aber erst nachdem ich den Trailer gesehen habe und ich halt dann gemerkt habe, okay, die gehen dann Gott sei Dank noch viel, viel stärker auf das Ganze ein, was hat das mit sich auf sich, aber wenn man jetzt rein die ersten 2 Folgen gesehen hat und dann halt, weiß ich nicht, von der ganzen Folge halt 80% rumgeblödelt hat und dann halt gerade in der ersten Folge nur 2 oder 3% halt dann hat von dem, vielleicht ist dahinter ja doch irgendeine böse Macht oder keine Ahnung, das passt alles nicht ganz so zusammen. Sie endet ja also ein bisschen mit einem Cliffhanger in Anführungszeichen. Dann kann ich schon verstehen, dass man halt dann da vielleicht dann sagt, ist jetzt nichts für mich. Ja, es ist halt auch kein normaler Marvel-Humor, sondern es ist halt wirklich so richtiger Slapstick-Humor ist das halt. Ja. Und den musst du schon auch mengen, den Slapstick, mit dem kommt schon nicht jeder klar. Also, wie schon gesagt, ich freue mich auf die restliche, also auf die nächsten Folgen, aber ich denke, es ist jetzt keine Serie, wo ich wirklich jeden Freitag die neueste Folge gucke, sondern wenn ich es mal dann ganz anschaue, dann möchte ich es auf einen Rutsch sehen, weil das hat mir nach den 2 Folgen halt dann schon etwas gestungen, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt war es soweit, jetzt wäre ich schon mal angespitzt, sage ich jetzt mal, und möchte da weitermachen, aber Disney Plus möchte es so machen wie jeder andere Fernsehsender auf dieser Welt auch und halt dann lieber Woche für Woche eine neue Folge rausbringen. Ja, ich hab's mir auch gedacht, also Dominik, leck fickt euch. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, was hat's mit dem blöden Imker-Typen jetzt auf sich, weil da gibt's ja auch schon wieder so viel, dass er entweder, hinten hat er das Sword-Logo, also Sword, das sechst er in der ersten Folge am Ende, zoomt doch dann die Kamera so raus und dann schaut sie ja praktisch etwa die Sitcom an und da siehst du schon das Sword-Logo, das sind ja die Sentient World Observation and Response Department Seppen, das ist so eine Schwestervereinigung, sage ich mal, von S.H.I.E.L.D., aber S.H.I.E.L.D. hat ja im MCU ausgedient. Man geht davon aus, dass das dann die neue Gruppierung wird, die da ein wenig schaut. Die war in die Comics, hat sie sich eigentlich eher um Bedrohungen aus dem Weltall gekümmert und S.H.I.E.L.D. hat angeschaut, was ist auf der Erde los. In dem Fall ich denke mir, wird das Sword jetzt alles übernehmen. Und dann kommt der Imker raus, man hört mit seinem Anzug, man hört das Summen. Er hat aber das Sword-Logo er hat aber einen Anzug wie die Typen von AIM, die hat man bei Iron Man 3 schon mal kennengelernt, die haben auch, die Anzüge schauen auch immer so komisch nach Imker aus. Oder es gibt anscheinend auch noch einen Gegner, den habe ich selber noch nicht kennt, einen Swarm, das ist eigentlich so ein deutscher Wissenschaftler,
Typ gewesen, den sein Körper aus Bienen besteht. Also da ist wieder alles offen, was das jetzt eigentlich wieder für eine Figur wird, die da reinkommt. Und da denke ich mir dann auch so, oh fuck, Alter, was ist mit eigentlich? Und dann zack aus, na, du wolltest jetzt. Und dann denke ich mir so, da kommt sicher noch was nach dem Abspann. Das haben wir bei der ersten Folge schon gedacht. Weil der Abspann dauert ja 8 Minuten oder so. Was ist mit eigentlich? Das ist ja mega nervig. Nix ist mehr gekommen. Fickt euch doch. Das ist schlimmer, als wenn ich im Kino sitzen bleib und kein Post-Credit-Scene mehr kommt. Ja. Und vor allem, da wechseln ja auch schon 3 Lieder. Ja. Es kommt der normale Abspann, der wahrscheinlich der normale Abspann von der Serie einfach ist. Dann nur ein angepasster Abspann, höchstwahrscheinlich zu der Epoche oder zu dem Stil, der er gerade spielt. Und dann nochmal so ein scheiß Blödellied. Ich bin auch da gesessen und gedacht, das gibt's doch nicht, gibt jetzt gar nichts mehr. Voll verarscht, Dreckschweine. Was dann auch noch so bizarr ist, sind die Werbungen, die ja da eingespielt werden. Hast du in jeder Folge eine Werbung und das soll sich anscheinend auch durchziehen. Es soll in jeder Folge eine Werbung kommen und die stellt anscheinend auch immer irgendeine Verbindung her zu der Wanda ihrem Leben. Und in der ersten 2 Folgen hat man dann eine Verbindung auch mit zum Stark, weil da ist ja dieser Toaster von Stark Industries. Und in dem soll es dann, das soll ja auch so ein Hinweis darauf sein, dass sie praktisch ihre Vergangenheit vergessen möchte und in Zukunft schaut, weil der heißt ja dann auch, vergiss deine Vergangenheit, das ist jetzt die Zukunft. Da hörst du übrigens auch, wenn sie den Toast einstecken, dann hörst du am Anfang ein kurzes Geräusch vom Iron Man sein Waffenladen, wenn er neue Waffen losschießt. Dieses Und in der 2. Folge ist dann auf einmal eine Werbung zu einer Strucker-Armbanduhr mit Hydra und so weiter. Und Strucker war ja der Typ, der Versuche an die Maximoff-Zwillinge gemacht hat. Also kurze Anekdote. Der Wanda hat eigentlich auch noch einen Bruder gehabt, der hat es aber leider durch den zweiten Avengers-Teil nicht durchgeschafft, was wieder so ein Trauma für sie war. Und deswegen spricht halt das alles dafür, dass sie da eine neue Realität jetzt geschaffen hat, in die sie sich zurückzieht, weil sie das ganze MCU eigentlich nur richtig dreckig gefickt worden ist, aber richtig dreckig die ganze Zeit. Die Eltern sind gestorben, sie haben zuschauen, sind in dem Zimmer drinnen gelegen, in dem immer nur ein Granatenkling ist, auf der von Stark natürlich, weil er früher die Waffen verschickt hat. Sie sind da drinnen gelegen Tage, bis sie es gerettet haben und die haben nur darauf gewartet, dass die Granaten explodiert. Ihr Bruder ist draufgegangen, ist gestorben, ihr Freund ist gestorben. Sie hatten ja sogar zuerst selber umbringen müssen bei Infinity War, war sie diejenige, die ihren eigenen Geliebten töten muss, damit der Thanos nicht an die Macht kommt. Der hat aber den Zeitstein gehabt, dreht das alles zurück und dann schaut sie noch mit zu, wie er umgebracht wird. Also sie erlebt es dann zweimal, wie der Vision stirbt. Und deswegen glaube ich, war das einfach am Ende jetzt alles jetzt fair für sie, dass dann diesen Zusammenbruch gibt. Indem sie sich dann eine eigene Realität erschafft und in diese Sitcom-Welt flüchtet, in der für sie scheinbar perfekten Welt. Wow, bist du vorbereitet. wobei tatsächlich das mit den Werbungen hätte auch sagen können. Gut, das mit Stucker, das habe ich jetzt nicht auswendig gewusst, aber zumindest das Hydra-Symbol ist einem aufgefallen. Aber das heißt ja, wenn sie sich das alles jetzt gerade erdenkt und, sagen wir mal, so ihre Wunschvorstellung von der Welt da gerade durchlebt, dann kann das ja bedeuten, dass ihr Bruder dann vielleicht auch irgendwann in der Serie auftaucht. Das ist jetzt eigentlich alles irgendwie im Bereich des Möglichen. Das vielleicht ist alles im Bereich des Möglichen, weil sie kriegt ja jetzt dann auch am Ende von der 2. Folge hat sie auf einmal einen dicken Bauch und das ist nicht, weil es ein Kilo Schweiners gefressen hat, sondern weil sie sich auch ein Kind wünschen. House of M, meine, geht aber in die Comics so los, dass sie ihre Kinder verliert und deswegen durchtrat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, das klingt schon wieder nach so einem Twist, das Disney wahrscheinlich sehr ungern machen. Ja, wobei, ich muss jetzt schon, also ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil sie gehen, also vor allem jetzt mit der Gestaltung von der Serie, ich begrüße das sogar sehr, weil das echt ziemlich mutig ist, dass man das so gestaltet. Weil, wie wir schon gesagt haben, das stoßt dir erst einmal voll vor den Kopf, vor allem bei einem Produkt aus dem MCU raus, da bist du eigentlich gewohnte Kost gewohnt. Doppelt gewohnt. Und dann kommen sie mit der ersten Serie und dann ist das das ist ein reines Experiment erst einmal, die Aufmachung und das finde ich ziemlich geil. Also das begrüße ich schon sehr und da hoffe ich mal, dass sie auch bei den anderen Sachen ein bisschen mehr Mut beweisen und so etwas machen. Gut, das hat ja auch schon geheißen, in WandaVision gibt's wahrscheinlich auch irgendwann in der Serie ein paar Einflüsse in den Richtung Doctor Strange 2, wo es ja um Multiversen geht. Also das heißt, da könnte ja das vielleicht ein mögliches Multiversum sein. Wer weiß. Also uns hat zumindest noch keiner informiert. Wir warten immer noch auf den Anruf von Kevin Feige. Ja, der darf uns immer um da. Der Kev, ja. Ja, weißt du, wie ist Multiverse of Madness, meine ich, heißt ja dieser Teil dann, der zweite Doctor Strange. Ja.
genau. Und ich glaube, bin mir da eben auch sicher, dass das alles in diese Richtung dann geht, weil ja auch bei Spider-Man 3 wieder da vom Spider-Verse auch schon gemankelt und das, glaube ich, wird jetzt alles, die ganze Universen-Thematik, glaube ich, wird jetzt da aufbrochen und ins MCU richtig eingeführt, wie es das halt in die Comics auch aus, da hast du 18.000 verschiedene Universen und Erden und was weiß ich. Das ist richtig abgespaced. Ich glaube halt, es ist wahrscheinlich nicht verkehrt mit WandaVision zum Starten und gerade vielleicht deswegen, weil es so anders ist, so eine Art Experiment, dass man halt dann sagt, okay, schauen wir mal, wie das halt schon mal ankommt und dann haben wir ja nur jede Menge andere Filme und andere Serien im Köcher, das halt dann vielleicht nochmal ganz anders einschlägt. Ich meine, das Jahr wird ja hoffentlich endlich Black Widow rauskommen und angeblich ja im Kino, da freue ich mich schon tierisch drauf. Oh yeah. Dann gibt's ja, wie schon gesagt, Doctor Strange 2, es gibt Tor 4, wo dann Natalie Portman wieder mit dabei ist, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Ja, und ein Haufen Serien sind ja mittlerweile ja angekündigt, unter anderem mit dem Hawkeye. Ja, dieses Jahr, glaube ich, soll auf alle Fälle noch Loki und Falcon and the Winter Soldier kämen auf Disney Plus. Ja, genau. Und sagen wir mal, Loki, das wäre auf jeden Fall was, wo ich mir denke, ja, das war so ein Charakter, der war immer schon präsent. Beim Winter Soldier, schauen wir mal, wie der Trailer so wird. Aber auf jeden Fall, es hat jetzt so extrem viel Potenzial. Und ich glaube, wenn du halt dann mit was startest, wo du dann doch erstmal so ein bisschen einen Fantasie-Touch mit drin hast, dann sagen wir mal, das hast du ja bei WandaVision auf jeden Fall, passt das ja noch besser zu Disney Plus, also zumindest aktuell, wie ja vielleicht so manch andere Marvel-Serie. Also zumindest, wenn man halt dann sagt, okay, wir wollen das ganze Universum ausbauen und das hat man ja vielleicht auch bei DC ein bisschen gesehen, man sollte halt schon schauen, dass man immer wieder ein bisschen Innovation mit reinbringt. Also das heißt, dass halt auch nicht wirklich jede Serie und jeder Film gleich ist. Das haben wir bei DC, da haben sie es ja dann auch versucht mit Suicide Squad. Hervorragend gelungen. Da hoffe ich, ich freue mich so viel, dass die dann den James Gunn für die neue Interpretation hergenommen haben, weil der Typ hat sich mit Guardians of the Galaxy schon bewiesen und der Typ hat es, glaube ich, so ziemlich mit jedem Film bewiesen, dass er geile, spaßige Filmunterhaltung auf die Leinwand scheißen kann und allein diese was weiß ich, was waren das, 2,5 Sekunden Filmmaterial mit einem Haufen Behind-the-Scenes noch dazu, war so 1 Minuten Video, die waren geiler als der ganze Suicide Squad Film, der als erstes gekommen ist. Okay. Aber zurück wieder zu Marvel. Ist das nicht Marvel? Nein, ich weiß schon, aber das Marvel Cinematic Universe. Ja. Ja. Wie viele Folgen hatten eigentlich WandaVision? Weißt du das? 9 Stück laut dem Episodenguide im Internet. Boah, leck, da muss man jetzt voll rechnen, bis man dann da hinkommt, dass man sagt, okay, ab dem Datum ist dann die ganze Serie online. Kommt immer eine Folge raus oder 2? Ich glaube, dass das auch immer nur eine dann ist. Damals als Netflix gekommen ist, gell, da denkst du nur so, wow, geil, Alter, die hauen die ganzen Staffeln immer auf einmal außer Weltklasse und auf einmal hat sich diese Unart wieder eingeschlichen, dass es uns jede Woche herscheißen, egal ob jetzt Netflix oder Prime oder eben jetzt auch Disney Plus, was soll denn das, was ist mit euch, ich möchte alles ja vor mir sehen. Echt, macht Netflix das auch so? Ja, die haben das auch bei manchen Serien gemacht, dass sie eine Folge nach der anderen gebracht haben. Macht Netflix das nicht eher in Teilen? Die machen doch, die bringen schon, also die produzieren eine Staffel, aber bringen dann Teil 1 und halt dann irgendwann Teil 2 und so dann raus. Das kenne jetzt ich eigentlich nur von Prime, mit The Vikings zum Beispiel oder Fear the Walking Dead. Ja, also bei Prime bin ich mir ganz sicher, dass die das auch folgenweise bei manchen Serien gemacht haben. Bei Netflix war mir das jetzt ehrlich gesagt. Die machen sogar Folgen und teilweise dann, weil zum Beispiel Fear the Walking Dead kommt jede Woche eine Folge und dann aber nur vom ersten Part und Part 2 kommt dann erst was weiß ich wann. Und dann wieder jeweils eine Folge. Aber ist ja wurscht. Auf alle Fälle, da sieht man, dass die Eier aufhören. Ja. Gefällt mir auch gar nicht. Ja, andererseits wir haben beide vorhin schon gesagt, gut, wir sind jetzt dadurch, dass wir die bis zum Schluss durchgehalten haben und dann auch die letzten diesen Cliffhanger bei der Folge 2 gesehen haben, ja doch ganz angespitzt, dass wir das dann weiter schauen wollen.
Aber also, ich werde mir das sicher nicht folgenweise anschauen. Ja, aber ich würde es mal aber Hallo folgenweise anschauen. Ja, also, dann haben sie ja mit dir genau den richtigen Konsumenten gefunden. Ja, logisch. Ja, ich sag allein, weil man sagt ja dann in der Folge 2, da wird es ja dann schon noch offensichtlicher, dass irgendwas nicht stimmt, weil am Anfang ist doch dann auf einmal dieser Hubschrauber da im Gebüsch, der das zweite farbliche Instrument in der ganzen Serie dargestellt hat auch wieder das Sword-Logo drauf, hat die Farben vom Iron Man-Anzug. Da weißt du auch wieder gar nicht, was soll das eigentlich sein. Dann sind sie doch bei bei der komischen Truller auf dem Gartenfestel, wo sie eine komische Party da planen. Und auf einmal schreit doch der eine im Radio, wer tut dir das anwandern? Und da hat die Stimmung auch wieder so krass umgeschlagen auf einmal und dann eben mit dem Finale. Genau mit dem Finale, wenn sie auf einmal, wo du dann so richtig sagst, ja, sie hat da alles in der Hand, wenn sie einfach nur Nein sagt und lässt dann alles zurücklaufen und dreht sie dann ihr Ende wieder so hin, wie sie es haben mich. Also ich bin da auf alle Fälle richtig geil jetzt drauf auf die nächste Folge. Wieso, wie du das sagst? Was? Gibt es im Radio, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Oh, leck! Das war schon bizarr, weil ich finde, dass das halt da so krass machen mit dem Stimmungsumschwung auf einmal. Es ist diese locker flockige und flapsige Slapstick 50er Jahre Sitcom und von der einen Sekunde auf die anderen schluckt der Ton so krass um, dass du fragst, was ist denn das jetzt auf einmal? Ja. Es war bei der ersten Folge auch, wo der Chef sich stickt. Ja. Und das dauert so lang und das ist auch so krass und beklemmend auf einmal. Und dann ist aber auf einmal wieder alles quietschbunt nicht, sondern quietsch-schwarz-weiß und fröhlich. Und du fragst dich so, was zur Hölle war denn das jetzt eigentlich gerade? Wobei das Beklemmende, also schon auch die Stimmung, aber vor allem, dass die Frau von dem Chef die ganze Zeit so vor sich hin labert. Und die Szenerie, die ist komplett Banane. Die ist echt Banane. Und da war für mich also dann der Punkt nach der Folge 1, wo ich mir gedacht habe, Leid, was wollt's denn eigentlich jetzt? Was passiert da? Ja, was möchtet ihr mir sagen? Was macht das mit mir? Und man fragt sich ja immer nur nach der zweiten Folge. Deswegen bin ich da jetzt, ich bin ja sowieso immer so ein neugieriges Fünferl, wenn es irgendeinen Tratsch im Dorf gibt, dann bin ich immer fett dabei bei den alten Weiber beim Schmatzen. Und deswegen muss ich da jetzt auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Damit die fetten Weiber was verzeihen kann. Und da der Kevin Feige immer noch nicht angerufen hat, müssen wir jetzt leider leider. Nein, leider. Scheiß drauf anschauen. Oh Mensch. Ich hätte mir lieber noch mal 14 Mal Mandalorian angeschaut als den Trick. Hey, das ist ja vielleicht ein Multiversum, wer weiß? Ja, stimmt auch wieder. Jetzt sie können machen, was sie wollen. Boah, leck, ich glaube, wenn sie das machen, dann feierst du das ja, weiß ich nicht, ungefähr 8 Monate lang. Star Wars mit Willst du wer Wanderwischen? Boah, leck. Nein, ich weiß nicht, ob ich das für gut heißen darf. Ich muss singen, macht es einmal, ich muss singen. Du hast ja dann doch, obwohl du am Anfang gesagt hast, du hast jetzt auch nicht so schlau gemacht, ziemlich schlau gemacht. Das sind alles Sachen, die einfach weiß, weil ich brutal bin. Wie viele Staffeln von WandaVision wird es denn geben? Ich glaube, momentan ist es nur die eine, die angekündigt ist. Da weiß ich momentan nichts von mehrere. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja auch nicht als fortlaufende Serie geplant, sondern einfach nur als eine Miniserie praktisch, also eine in sich abgeschlossene Miniserie. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es stark davon abhängig, wie es am Ende dann erfolgreich war, ob sie dann nur eine zweite machen, aber es ist ja alles immer eine fortlaufende Geschichte und es muss ja fast darauf rauslaufen, dass man die Wanda irgendwann wieder aus ihrer Trost da rausholt. Und da der Vision ja bekanntlich nicht mehr so warm ist, kann man ja eigentlich keine zweite Staffel WandaVision machen, wenn es irgendwann aufgeklärt wird. Ja, das stimmt. Also, oder sagen wir mal, das war ja auch nicht verkehrt, wenn sie wirklich dann sagen, okay, das ist eine Miniserie und wenn wir das zu Ende erzählt haben, dann ist da wirklich gore. Ja. Ich glaube, bei S.H.I.E.L.D. war es ja doch ein bisschen anders, da hing es ja immer davor ab, wie viele Einschaltquoten das hat. Ja, S.H.I.E.L.D. war halt auch nicht direkt über den Streamer, sondern halt auch über ABC, glaube ich, oder haben das veröffentlicht und es war halt fürs Fernsehen, da ist klar, da geht's halt rein auf die Einschaltquoten. Ja, genau. Haben sie aber erst 7 Staffeln mal nicht zusammengebracht. Ja, also sagen wir mal, die werden sie schon da Referenzen davor geholt haben, dass gesagt haben, okay, es lohnt sich, MCU Serien zu machen. Mhm. Weil jetzt nach den 2 Folgen und nachdem ich ja den Trailer gesehen habe, habe ich mir halt dann gedacht, was
möglich, dass du halt aus WandaVision einen Film machst? Also, dass du halt dann praktisch viel Längen oder viel Handlungsstränge, die darin vorkommen, einfach kürzt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben ja jetzt dieses 50er-Jahr Fernsehding gesehen, dass wenn du jetzt dann einen Film schaust, dass wenn halt so, weiß ich nicht, die ersten 15, 20 Minuten so waren und dann auf einmal schwenkt es halt um. Ja. Aber gut, dazu muss man wahrscheinlich auch den Rest von der Serie dann gesehen haben. Ich denke auch, ja, prinzipiell kann ich das mir schon vorstellen. Die andere Frage ist halt, ob sie bei Kinofilmen so mutig, wie ich das vorher genannt habe, gewesen werden, dass sie da so experimentell drogängen, weil da ist ja dann doch wieder so viel Kohle immer dahinter, dass sie da, glaube ich, lieber meistens auf Nummer sicher gingen, weil die Marvel-Filme, sie sind zwar alle in sich ein bisschen anders und der eine traut sich ein bisschen mehr als der andere, wie zum Beispiel Ant-Man, den finde ich, den ersten, der war ja auch mal ganz anders mit dem Finalkampf und so im Kinderzimmer. Aber trotzdem ist es irgendwo immer Schema F, das sie machen. Das funktioniert, weil es meistens immer spaßig ist. Aber wirkliche Ausreißer mit Experimentierfreudigkeit oder so hat's ja beim MCU bis jetzt nicht gegeben. Gut, es ist jetzt keine so Experimentierfreudigkeit, dass man sagt, okay, und das war jetzt voll splattermäßig. Gut. Das war schon mal geil. Da kommt doch Disney Plus, dieser 18er-Bereich kommt ja heuer noch. Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade einen Deadpool nur ausgeklammert, aber da gibt's ja auch bald noch einen dritten Teil. Ja, nächstes Jahr soll es anfangen und Kevin Feige hat bestätigt, dass er R-rated wird. Und da möchte ich kurz nochmal anmerken, wenn das, und er würde ja im MCU seinen Platz nehmen, der Deadpool, also muss es unbedingt so sein, dass der Deadpool der Noobmaster 69 ist aus Endgame, den der Thor da anfängt beim Fortnite-Spielen mit dem Stortypen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Quark oder so. Also, da hat er schon wieder gemacht, der war so geil aufweckt, dass hier ist Thor, hörst du mich? Und das muss unbedingt der Deadpool dann gewesen sein, der Noobmaster 69, das darf so gut passen. Gott, wäre das cool. Aber nur mal zurück auf dieses Filmding. Glaubst du, dass die Serie insgesamt dann weniger kostet hat, wie wenn es da draußen einen Film gemacht hätten? Puh, da habe ich jetzt ehrlich, also ich glaube, dass es auf alle Fälle weniger kostet hat, weil die Filme, die bewegen sich doch mittlerweile alle bei zwischen 150 und 250 Millionen Budget, glaube ich. Gut, wahrscheinlich jetzt halt eher die Avengers, die Einzelfilme, glaube ich, nicht so extrem, aber ich glaube, um die 150 Millionen haben die auch jetzt mal schon Budget gehabt, oder? Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt Serien, wo diese ganzen Hauptfiguren vorkommen, also ja, aber es ist jetzt keine Serie über den Iron Man, aber sagen wir mal, es sind doch zwei höchstwahrscheinlich teure Schauspieler. Mhm. Dann kann das doch nicht so viel billiger sein, eine Serie dann damit zu machen, wie ein Film. Weil du hast viel mehr Screening-Time. Ja, aber ich glaube, dass trotzdem noch billiger ist. Und die zwei, weiß nicht, was die Kohle kriegen. Der richtig fette Absahner beim MCU war ja immer der Robert Downey Jr. Mhm. Da hat es ja dann irgendwann mal die Debatten gegeben, weil die Leute natürlich dann irgendwann gesagt haben, hey, es kann nicht sein, dass er da die fetten Millionen absahnt und mir da mit ein paar 100.000 abgespeist werden. Das sind Zahlen, über die wir hier mal schreiben müssen. Ja, richtig, ich hab's sogar gedacht. übrigens, unser Podcast ist auf Steady, wir werden es einmal einen Zwickel 50 geben wollen. Dass wir irgendwann über die Zahlen reden können. Naja, dass sich der Podcast vielleicht irgendwann einmal zumindest selbst bezahlt. Nein, aber ich glaube, dass man weiß halt jetzt auch noch nicht, was schon wie artet die noch aus von der Aufmachung her, die ganze Serie. Das kann man jetzt noch schlecht beurteilen, aber ich glaube, dass du wahrscheinlich schon ein bisschen billiger gefahren bist mit der Serie als mit dem Film. Okay. Also das war echt mal was. Das wäre echt scheiß interessant, wenn du sagst, okay, man hat da vielleicht einen Film und aus dem macht man später dann nur mehr eine Serie und da hätte ich dann gern 1:1 die Kosten gegenübergestellt bekommen. Da gibt's ich habe jetzt nebenbei kurz noch mit gegoogelt und das erste, was ich gefunden habe, dass angeblich 25 Millionen pro Folge Budget da war. Leck. Was ist mit euch? Ich kann's dicht. Wie viel sind denn das? Rechnet das mit meinem neuen? 25 Millionen. So, und jetzt bin ich gerade am Überlegen. In der Folge 1. Hat man da überhaupt mal den Vorgarten gesehen? Ich glaube nicht stark. Also das heißt, man hat immer das Büro gesehen, wo er gearbeitet hat, ihr Wohnzimmer und die Küche. 25 Millionen. Der Toaster war bestimmt zu teuer, stimmt. Der war schon gescheiter.
Da steht jetzt was, das insgesamt, also ungefähr 25 und vom Gesamtbudget wird von 150 geredet. Also vielleicht war die erste nur ganz billige für 1,50 €. Das haben sie umsonst gemacht. Ja, genau. Aber da findest du ja, meistens werden sie in die Zahlen erst veröffentlicht, wenn dann alles durch ist und so. Wenn man dann damit protzen kann, wie viel Plus das man gemacht hat, dann wird erst richtig mit den Zahlen rausgerückt. Das sind jetzt gerade Schätzungen von irgendwelchen Ami-Seiten gewesen. Aber was schätzt man denn noch viel mehr beim Marvel-Universum, wenn wir uns irgendwas anschauen? Da schätzt man doch immer sehr stark unsere Easter Eggs dazu. Ja, total. Und was da also bei Star Wars war es auf jeden Fall cool. Jetzt beim MCU bin ich gespannt, was du herausgefunden hast. Das ist auch nicht richtig abdraht, weil, also, wenn man mal ein bisschen Comics gelesen hat oder ein bisschen länger Comics gelesen hat, dann weiß man, das ist oft einmal alles so bizarr. Und vor allem bei WandaVision hat's richtig, oder bei Wanda und beim Vision hat's richtig bizarre Figuren geben. Da ist ja in Folge 2 das animierte Intro. Und da ist ja die Wanda dann beim Einkaufen. Im Hintergrund sind zwei Poster, und zwar Bovermilk und Auntie Ace. Und das sind kleine Easter Eggs auf die Agatha Harkness. Das ist eine Hexe gewesen, die damals in die Comics die Wanda vergessen hat lassen, dass sie mit ihren Fähigkeiten Kinder herzaubert hat. Die waren aber aus Seelenbestandteile vom Mephisto. Das ist auch so ein großer MCU-Bösewicht, von dem jetzt auch schon lange gemunkelt wird, dass er da seinen Auftritt kriegt in die Disney-Plus-Serien. Und man munkelt auch noch, dass die Nachbarin, wie heißt's, Agnes, da die trutschige Truller da. Keine Ahnung, die ist voll nervig. Ja, genau, aber man munkelt schon ein bisschen, dass sie die Hexe ist, da, diese Agatha Harkness, und dass ihr Mann, von dem sie ja ständig redet, der aber nie gesehen wird, dass der Mephisto dann sein wird. Aber das sind ja bis jetzt nur Mutmaßungen, wo es auch noch viel abgespaceder ist, wenn man sich jetzt da schon denkt, das ist ja schon wieder komplett abgedreht, ist aber dann das Poster von Bovermilk, weil das ist eine Anspielung auf Bova, eine genetisch veränderte Kuh, die damals unter anderem bei der Geburt von der Wanda und von ihrem Bruder die Hebamme war. Was? Die ist dann gegen so einen verrückten Wissenschaftler, der hat mit Evolutionszeug und so weiter umeinander gespielt, dann hat er halt dadurch eine Art menschliche Kuh erschaffen, die Bova, die dann auch noch sehr fleißig gehebammt hat. Also man sagt, komplett bizarr und abgespaced, der Shit. Okay, hoffentlich kommt die noch vor. Unbedingt, dass ich das feiern, wenn es wirklich so weit ging mit so einem Zeug daherkommen. Und was man noch sagt, ist, in dem Vorspann, wenn man, es gibt eine Figur, als meine ich so der Hauptfeind vom Vision gewesen in die Comics, der nennt sie Grim Reaper. Und der greift in irgendeiner Comic-Geschichte mal an Vision und seine Familie, weil der hat auch irgendwann mal Familie. Und da wird er vom Vision umgebracht und Manni wird dann, da heißt es irgendwie so, dass das halt seine Leiche im Keller ist, das sagt er in der ersten Folge zu seinem Chef, und in der zweiten Folge im Intro wird dann mal über das Haus so gefahren und dann sagt man so einen Zwischenboden, und in dem Zwischenboden ist dann der Helm vom Grim Reaper und ein paar Knochen drinnen. Also, das sind so viel, da kann man, wenn man sich damit beschäftigt, was allein in dem Intro an Zeug versteckt ist, dann kannst du wahrscheinlich 3 Folgen füttern. Ich bin gespannt, was davor einfach nur nettes Beiwerk ist, um manche Leute einen kleinen Aha-Effekt zu liefern, und was letztendlich wirklich storyrelevant wird. Oder einfach eine Detailliebe ist. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, dass das mega der Fanservice ist, wenn du Wanda und Vision in- und auswendig kennst und dann das siehst und dir dann denkst, oh Gott, die haben die damit eingebaut. Wie cool. Der größte Bova, super cool. Der größte Fanservice wird ja sowieso, wenn man WandaVision dann einmal in ihrem ultra heißen Scarlet Witch Kostüm aus die Comics sieht. Das wird ja sowieso der größte Fanservice. Warum? Beschreiben bitte. Nein, das möchte ich jetzt nicht beschreiben, weil sonst fange ich sauber noch und alles, was man dann gerade nicht hört, ist. Und dann müssen wir unser Podcast doch ab 18 machen. Der ist ab 18. Ach so. Aber sind wir ja auch schon auf OnlyFans, weil da müssen wir nämlich eine andere Plattform suchen, wenn ich das jetzt mache. Natürlich, das wird überall hier verstreut, unter anderem zu Pornhub. Okay. Nein, nicht auf Pornhub, das muss auf OnlyFans da. Auf Pornhub da haben wir gerade einen Trailer, damit die dann auf OnlyFans gehen und uns da Fett Kohle einballern, damit sie uns nur beim Fetten zuhören. Ah, okay, gut. War wieder mal ein kleiner Ausschwenk in Richtung Zukunft von unserem Viva la Movilusion Podcast. Genau, richtig. Bitte nicht vergessen, wir brauchen nur 2,50 bei uns im Steady-Account. Ja, was erhoffst du dir von den restlichen Folgen?
mehr Action. Also, oder was heißt mehr Action? Sagen wir mal, ich mag das MCU halt unter anderem deswegen, weil das halt dann doch einfach geile Geschichten sind, weil du die in diese Welt so dermaßen reinversetzen kannst und weil es doch immer Storys sind, wo du nicht genau weißt, wie es ausgeht. Du weißt auch manchmal nicht so richtig, wer ist der Bösewicht und was weiß ich. Und da bin ich schon gespannt, wie es halt dann da weitergeht. Aber wie schon gesagt, für mich für meinen Geschmack war gerade in der ersten Folge zu viel Sitcom. In der zweiten, wir haben mal über die Handlung in der zweiten Folge noch gar nicht geredet. Die finde ich scheiße. Also, ich meine, die Folge in sich gesehen, ja, okay. Wie gesagt, ich hoffe, es passiert dann noch ein bisschen was anderes. Aber gerade das, was am Vision passiert in der zweiten Folge oder was der halt dann da macht, es ist witzig, aber es ist schon sehr albern. Ja, das ist halt wieder das, was wir vorher schon gesagt haben. Es ist wirklich dieser 50er Jahre Slapstick-Humor, der damals halt voll gezunden hat. Thematisch passt voll eine, aber es ist, wie du schon sagst, es ist albern, ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Aber da hat's auch, da hab ich leider nicht mehr dazu gefunden, das, weil es nämlich heißt, dass das passiert ja durch ein Kaugummi und das soll auch irgendein Querverweis auf den Mephisto sein, aber den Zusammenhang habe ich noch nicht so richtig verstanden. Okay, vielleicht kaut er immer Kaugummi, wer weiß. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was erhoffst du dir denn? Also ich habe schon gehört, Wanda in ihrem heißen Kostüm. Mehr brauche ich gar nicht. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen, dass uns sogar noch ein bisschen im Dunkeln tappen lassen und das nicht zu schnell aufklären und dass das den Stil auch beibehalten. Also jetzt nicht unbedingt jede Folge so 50er Sitcom-mäßig, aber den Stil von dem Experimentierfreudigen in der Serie beibehalten. Das hoffe ich da ganz stark, weil das ist der große Pluspunkt, den die Serie jetzt gerade bei mir hat, wodurch ich jetzt halt auch nicht so abgeschreckt bin und sage, das ist ja voll wir und albern und so weiter, sondern ich bin eher neugierig drauf als irgendwie abgeschreckt. Also wie schon gesagt, wenn man die letzten 2 Folgen bis zum Ende durchgeschaut hat, dann ist man, glaube ich, auch entsprechend gespannt, wie es weitergeht. Und wenn man einen Trailer gesehen hat, da sieht man dann okay, anscheinend kämen auch nur so 70er Jahre vor oder dann, glaube ich, ja die 80er, bis halt dann auch zur Neuzeit. Und da bin ich schon gespannt, wie es halt dann weitergeht und wie sich die Charaktere dann auch entwickeln und natürlich dann auch, wie es ausgeht. Ja, wir hoffen mal, dass wir euch vielleicht ein bisschen darauf neugierig gemacht haben und da wir uns gefreut, wenn ihr uns dann später kommentiert, was ist vor dem ganzen Ding heute. Schickt uns Nachrichten, schreibt es drunter, teilt unseren Podcast in der Welt. Der ist genauso voller dämlichen Slapstick-Humor, aber in der gesprochenen Form wie 50er-Jahre-Sitcoms, also müssten unbedingt verteilen. Ach so, jetzt habe ich gedacht, der ist auch voller Multiversen. Weil jeder von uns hat ein eigenes Multiversum in sich. Ja, das Einzige, was bei uns Like kriegen, ist ein multipler Orgasmus, wenn sie mir zuhören. Aber nicht bei dir. Dass der Mike und ich nicht da ununterbrochenen Orgasmus haben, wenn man sie mit dir unterhält, das ist ja fast schon ein Wunder. Ihr habt doch sicher so Abmelkmaschinen, oder damit es einfach läuft. Ja, so super, das kann sich jetzt wieder jeder vorstellen. Ich sehe schon, wie der eine Typ wieder bei den Apple Podcasts gerade noch so auf die 5 Sterne klicken wollte, dann hat er das gehört und wandert so mit der Maus nach links und weiter nach links und ein Stern nach dem anderen verschwindet. Ich glaube eher, dass er mit der Maus auf ins Suchfenster geht und dann doch auf OnlyFans schaut, ob es uns da wirklich schon gibt, weil er das jetzt ja gern sehen hat. Aber da müsst ihr euch noch gedulden. Erst einmal auf Steady gehen. Und genau, ansonsten sagen wir wieder mal Danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, die wir euch servieren dürfen. Genau. Und sagt uns nicht nur, wie euch WandaVision gefällt, sondern auf was freut ihr euch am meisten beim Marvel Cinematic Universum, was jetzt dann bald kommt. Oh, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich ein Viva la Evolution Podcast. Ja, der kommt sicher noch irgendwann im Hintergrund. Also dann, danke fürs Zuhören, macht es gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.